Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Outlast Whistleblower Uff Pelzig. Und wir stecken in einer Situation, wie es nur das Leben schreiben kann. Wir sind in der ihre Anstalt gefangen und werden vom Kannibale verfolgt. Und ich muss irgendwie die Ventile schließen, aber ich habe keine Ahnung, was ich hier zu machen habe, eigentlich. Und wo ich hinzugehen habe. Überall nur vollgeblutete Better. Und es ist alles nur widerlich und scheiße hier. Der Typ, der verfolgt uns auch ständig nur. Aber ich habe keine Ahnung, wo ich hingehen muss. Ob ich irgendwo was einzuschalten habe oder sonst irgendwas. Und der Bette scheint er aber prinzipiell irgendwie nicht zu gucken, was ich schon recht gut finde. Bin ich da wenigstens mal so ein bisschen sicher vor dem Kerl. Darüber könnte man wissenschaftliche Arbeit schreiben, übers generelle Nasejucke bei Let's Player. Immer wenn sie Aufnahmen machen, da kann jeder Let's Player definitiv ein Liedfuß singen. Ich hab's demnächst erst wieder bei der Nessa Elisa gehört, bei ihrem Livestream, wo sie auch mit der Ipanema gespielt hat und gesagt hat, das ist so ein Phänomen, was bei Let's Player immer wieder auftritt, dieses genau dann juckt's an der Nase, wenn man Aufnahme macht und der Kerl muss verdammt nur sein. Und ja, das Phänomen habe ich auch recht häufig, aber ich schäme mich dessen nicht. Sondern mach auch du meine patentierte Nase Rivla. Das ist mir relativ gleich, um ehrlich zu sein. So, jetzt wiege ich mich hier vor und zurück. Warum immer ich mit Kannibale und Scheiße? Oh Mann. Und diese Kannibalen und andere Geisteskranke, warum immer ich? Kann das nicht jemand anders tun? Kommt da! Nein! Bin ich nicht! Lass mich doch in Friede, du Scheißkerl! Oh, scheiße, ich renne immer nur im Kreis, ich Depp. Fick mich nicht. Das ist mir doch egal, ob du mich riechen kannst. Ich kann nichts riechen. Egal wie verschissen du in der Unterhose bist, du widerlicher Scheißkerl. Boah. Boah, das könnte aber unser Frank Manera sein, habe ich mir so überlegt. Vom letzten Teil haben wir die Krankenakte von dem Kerl gefunden. Von wegen, wir müssen was finden, was ihm schmeckt. Ich glaube, der Typ, weil es ein Kannibale ist, hat einfach das normale Essen nicht untergewürgt. Und ist deswegen so abgehungert gewesen. Okay, nee, Quatsch, da geht's ja wieder nur raus. Scheiße. Komme ich da hoch, oder? Kann ich da hochklettern? Ne, das geht leider nicht. Scheiße. Ja, das könnte unser Frank Manera sein. Dann hat unser Kannibale auch einen menschlichen Namen mal. Und wenn das einfach nur auf seine eindeutige Attribute wie Kannibalismus reduziert. Hier ist dann einfach nur Kannibalen Karl. Ich weiß nicht wohin, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich habe keinen blasse Dunst, was ich hier mache. Nee. Hier vielleicht irgendwas an der Prozessore oder so? Ich irgendwo die Ventile rausreiße, die Ventile, sag ich, die Kabel rausreiße oder so, nix. Scheiße, nur ein Schäm-dich-Schrank zum Verstecker. Aber das ist verdammt wie im Kühlschrank noch zu gucken. Das ist nicht so gut. Ich habe auch keine Ahnung, wo der Kerl steckt. Scheiße. Wo hier also? Wo hier? Ich muss es jetzt einfach mal wagen. Und offen durch die Gegend rennen. Aber irgendwie lande ich immer nur in dem Gang. Manometer. Ich weiß es einfach nicht. Ich renne jetzt mal durch die Gegend, bis ich da irgendwas finde, was mir logisch erscheint. Nee, das ist wieder nur hier. Das passt alles nicht. Hi, Frank. Ich nehme jetzt einfach mal an, dass du der Frank bist. Nee, du kannst nicht auch nicht hochklettern oder so. Das ist doof. Das ist echt doof. Wieder nur hier. Irgendwo muss doch wohl auch ein Schalter oder sowas sein, oder? Ich kann jetzt die ganze Zeit hier in der Gegend rumrennen, wie so ein kopfloses Hinkel. Das ist nur wieder der Anfang. Nee, das ist wieder nur der blöde Gang hier. Du geht's raus, wenn ich der richtige Schalter gedrückt habe. Was stimmt nicht mit mir? Keine Ahnung. Ja, Essensglocke. Schäfer dich. Ach, hätte ich doch auch noch was zu essen. Scheiße, ich habe keine Ahnung. Null Plan, was ich hier treibe. Null, absolut nullolilo Plan.
Hi, Metzger. Nee. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Kein blasse Dunst. Wechseln wir die Batterie. Kein blasse Dunst, was ich hier treibe und zu machen habe. Dann müssen wir halt wieder so einen Quatsch hier machen. Das ist jetzt gerade etwas lästig. Nein. Garantiert nicht. Du kannst gerne noch ein bisschen hungern, mein Lieber. Ich habe keine Ahnung. Echt keine Ahnung. Verdammte Scheiße. Der ist jetzt durch gelatscht. Das war jetzt auch die Sackgasse hier. Ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht. Da in den Gang reinschlupper. Oh Mann. Immer nur hier. Aber du kannst ja nicht hochklettern. Du kannst auch nichts machen. Nee, geht nichts. Etwas ratlos. Das ist doof. Ratlos ist doof. Oh, hi. Da ist er wieder. Ja. Ich kann mich nicht verstecken. Das ist mir jetzt schon klar. Ich will aber einfach nur wissen, wie es weitergeht, Frank. Schön, dass du kommen konntest, Fred. Schon gut. Außerdem heiße ich Frank. Und das ist auch so eine nackte Kanone, der Typ. Hochklettern geht hier auch nicht. Nee. Ist das doof? Ist das doof, oder? Immer keine Ahnung von gar nichts hat. Das ist so doof. Und wo komme ich nur? Ja, jetzt kommt der wieder. Ja, ein Prozessor oder so. Machen wir zu. So. Gehen wir mal in den Kühlschrank rein. Ach, ich habe keine Ahnung. Absolut keine Ahnung. Da wird er mich vielleicht jetzt auch rauspicken. Da steht er. Achtung. Er könnte reingucken. Er könnte reingucken. Keine Ahnung, wo er jetzt gerade steckt. Und ich glaube, wenn ich jetzt rausgehe, dann steht er vor mir. Scheiß drauf. Ich finde es eher lästig hier, um ehrlich zu sein. Ich habe wieder keine Ahnung, was ich zu machen habe. Das ist wieder dieser typische... Ja, ich sehe dich sogar schon. Wieder dieser typische Outlast-Scheiß. Man weiß nicht, was man zu machen hat. Und man wird einfach nur verfolgt und hat keine Ahnung. Das ist doof. Das raubt mir gerade auch so ein bisschen der Spaß, um ehrlich zu sein. Und wenn man halt echt keinen Plan hat. Da kann man nirgendwo hoch oder so. Na gut. Die sind anscheinend auch alle zu blöd, um eine Klinke zu benutzen. Ah ja, der hat tatsächlich noch so Feinripp A. Geh weg. Geh weg, Frank. Geh bloß fort. Fick dich. Okay. Ja, wenn ich es in einer Minute noch nicht rausgefunden habe, dann muss ich mal im Internet noch gucken. Dann hilft doch nichts. Das bringt ja nichts, wenn ich jetzt die Halb-Episode hier durch die Gegend renne. Und nicht weiß, was ich zu machen habe. In der Zimmer selber irgendwo vielleicht ein Hinweis? Dass ich da hochklettern kann oder irgendwas in der Art? Nee, auch nix. Nee. Ich probiere das jetzt einfach nochmal. Ich muss ja die Batterie wechseln. Scheiße, ist es. Aber ja, was bleibt mir anderes übrig, ne? Nee, in dem Zimmer geht auch nichts, wo ich hochklettern könnte oder so. Das ist doof. Das ist richtig, richtig doof. Hi, Frank. Ja. Das mag sein. Ich renne auch irgendwie nur im Kreis, habe ich das Gefühl. Weil ich mal wieder zu blöd bin für Orientierung. Nee, das bringt wieder nichts. Ich
Ich glaube, ich lasse mich auch von dem gleich absichtlich umbringen. Ja. Zack. Wissen wir was? Hat alles keinen Sinn. Frank bringt's zu End. Zack, hopp. So wird das gemacht. Okay. Na gut, was anderes konnte man doch jetzt nicht machen in der Hinsicht. Ich steht nämlich Sache, ich mache jetzt hier einen Cut. Und wir sehen uns dann gleich wieder, ihr liebe Leute. Also machen's gut und bis gleich. Da bin ich wieder. Jo, es scheint sich als sehr einfach herausgestellt zu haben, was ich zu machen habe. Da hätten wir auch wirklich schnell drauf kommen können. Und auf die Endbatterie, die es hier noch gibt, als optionales Ding, auf die verzichte ich jetzt auch. Ist an sich relativ easy. Man muss zu der tolle Schleuse, wo wir die ganze Zeit hier gewurschtelt sind. Wo ist denn die? Ja, Feed Me, genau. Jetzt muss ich nur die tolle Schleuse finden, zu der ich immer gerannt bin. Mensch, die haben wir gleich. Die müsste hier sein, genau. Und dann müssen wir hier hoch. Das wär's gewesen, ihr liebe Leute. Die Welt kann manchmal wirklich sehr simpel sein. Da kommt der nämlich nicht noch. Und der ist zu blöd, um zu klettern. Deswegen kann der uns hier nicht hinterher. Aber wir müssen halt auch ein bisschen aufpassen. Gasroom und so. Wenn das Gas abgestellt ist, dann könnte es sein, dass der Kerl wieder hinterher rennt. Weiter habe ich es jetzt auch nicht mehr geguckt, als bis zu der Problemlösung hier. Ich wollte nur wissen, wie es hier weitergeht. Ich wollte mich alle großartig weiter spoilern lassen, aber die ganze Zeit im Kreis rumrennen, das ist ja echt saumäßig ätzend. Anderes Wort gibt es dafür nicht. Okay, speichert. Trophäe erhalten in Kupfer. Gasleck. Gelangen zum Funkgerät im Gefängnis. Okay. Das ist doch mal... Ist doch mal ein A-Sag. Irgendwie habe ich das dumme Gefühl, dass der Scheißkerl gleich wieder hinterher gegammelt kommt. Du bist meins, füttere mich. Niemals. Okay, jetzt wird wieder gegäselt. Und Achtung. 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 Nee. Ach doch, er wurschtelt immer noch in der Gegend rum. Okay. Probiere mich jetzt dumm und irgendwie rauszupissen aus der Situation. Ich weiß jetzt auch nicht, wo ich lang zu gehen habe wieder. Das hätte ich vielleicht auch noch nachgucken sollen. Wo ich da weiter zu gehen habe. Probiere es jetzt einfach mal so wieder. Okay. Na gut, das ist jetzt egal. Jetzt geht es ja auch hier durch. Kann ich mich gerade mal am Arsch lecken. Okay. Scheiß drauf. Jetzt können wir auch hier rum, genau. Speichert. Na also, ich scheine richtig zu sein hier. Das ist doch schon mal ein Wort. Wenn auch der Ladebildschirm jetzt nochmal kommt. Heieieiei. Also manchmal kann es sehr, sehr einfach sein. Manchmal kann es auch recht kompliziert sein. Und die einfachen Sachen sind oft so blöd, dass man sie gar nicht wirklich bemerkt. Okay, wir scheinen jetzt hier durch die Dekontamination... nett. Ein anderer Wachmann. Oder ist es ein Patient? Ne, das ist ein Patient. Wir scheinen jetzt hier in der Hof oder was kommen zur Seite durch die Dekontamination direkt in den Hof oder ähnliches. Könnte es sein, dass wir hier im Pausehof von der Sträflinge landen. Aber der Zelleblock scheint es wohl schon richtig zu sein. Speichert nochmal. Oh, scheiße. Hier ist ja alles viel zu grell, wenn ich hier das Ding mache. Da sehen wir nichts. Da geht's durch. Okay. Ich mag mich aber vorher nochmal in der Umgebung umschauen. Nicht, dass ich noch eine Batterie oder ähnliches verpasse. Dadurch, dass ich glücklicherweise mich von dem Kannibale Frank hab abmurksen lassen, habe ich hier wieder meine Batterie gekriegt. Gerade mal gucken, ob ich da durchkriechen kann oder so. Da sind wieder nur Light. Okay, Dota. Aber großartig hier. Nö, da ist nichts. Okay. Ich glaube aber durch der geht's weiter. Scheiße, man sieht überhaupt nichts. Das ist natürlich richtig bitter wieder. Okay. Könnte aber auch hier ein richtiger Weg sein, denke ich. Möglicherweise. Ich weiß es nicht.
Das scheint ein Arzt zu sein. Hier sind ja eh nur männliche Personen in der Nervenheilanstalt. Okay, das ist ja offen, die der. Bin ich von der Kummer oder wie schaut's aus? Nee, von der bin ich bestimmt nicht Kummer. Gerade nochmal gucken. Ich und mein scheiß Orientierungssinn jetzt mal ohne Witz. Moment, von do bin ich Kummer, genau. Von do bin ich Kummer. Und do war noch der. Zack. Durch die mag ich jetzt mal durchgehen. Oh, ich höre ihn. Da ist er wieder, der Kannibale. Der schlüpft mal wieder hinterher. Aber da komme ich nicht durch. Okay, dann scheint das ja wohl der richtige Weg zu sein. In dem Fall mag ich ganz gerne mal zurückkehren. Und dort durch das offene Gebiet nochmal rein. Gucke, was es da noch Schönes gibt. In Anführungszeichen schön, weil schön ist hier echt überhaupt nichts. In der Anstalt ist echt gar nichts schön. Scheiße. Nicht wie bei Layers of Fear in Hell. Was war das? Was war das? Hat Dr. Moll. Ja, uff. Nicht wie bei Layers of Fear Inheritance, wo wenigstens das Katzenspielzeug schön war. Scheiße, bin ich in irgendeine Fallerei gelatscht oder sowas? Okay, das ist zumindest mal blutig. Scheint mal wieder der richtige Weg zu sein. Oh, scheiße. Oh Gott. Ich glaube, heute nehme ich auch nur 2 Folgen auf. Das werde ich zwar bitter bereue irgendwann, aber so what. Ich schaffe heute auch zeitlich nur 2 Episoden. Deswegen könnte es sein... Oh, nett. Da ist wieder Osterinsel drüber gekraxelt, aber die hat es nicht gepackt. Ja, ich schaffe heute leider auch zeitlich nicht mehr als 2 Episoden hintereinander aufzunehmen. Deswegen könnte es sein, dass die ein bisschen länger wird hier. Schauen wir mal, oder? Schauen wir mal, dann sehen wir mal. Ja, von da aus bin ich Kummer, okay. Ah, dann war das auch wohl der richtige Weg, wenn ich da rumgegangen wäre. Na gut. Manometer. Alles scheiße hier, oder? Das ist doch echt der Ort, an dem die Freude stirbt. Scheiße. Ich mich da durchquetsche? Nee, das geht auch nicht. Und, nee. Da komme ich auch nicht weiter. Verdammt. Scheiße. Ja, wo lang? Wo lang? Das ist die Preisfrucht. Der Spinner-Kannibale rennt uns auch noch hinterher und kreischt, du gehörst mir, du gehörst mir. Aber Auftaucher tut er glücklicherweise auch nicht. Ich glaube, das täte mich jetzt nur noch vollends brecher, wenn der Typ jetzt noch dazu käme. Vielleicht dort lang. Ja, das sind blutige Fußabdrücke, das, oder Schuhabdrücke, das könnte der Weg sein. Schauen wir mal. Hallo? Ah, nee, Quatsch, da war ich schon. Da war ich schon. Da bin ich von da aus runtergegangen. Okay, ich habe gedacht, ich müsste mich möglicherweise an einem Gebäude orientieren. Aber es muss ja irgendwo hier in der Gegend sein, wo es auch weitergeht, richtig? Weil da der Spinner kam von wegen, du gehörst mir. Vielleicht kann ich da auch hochspringen oder so. Nee. Nee. Aber das scheint ja auch der Zellenblock zu sein. Das sind ja außenrum ach die Gitter und die Zäune. Also richtig scheint ich ja hier schon zu sein irgendwie. Ah, okay. Natürlich, der vertrauenserweckende Pfad hier scheint es zu sein. Warum auch nicht, wenn du blutige Handabdrücke sind? Du kriege ich natürlich hier. Das ist ja vollkommen klar. Irgendeiner plärt wie Sau. Ah, okay. Hi. Der rennt fort und ich gehe natürlich in die Richtung, wo der weggerannt ist. Versteht sich ja irgendwie von selber, das ist so Spinner-Ehrenkodex. Oh Mann. Oh Mann, ich habe echt ein mieses Gefühl hier. Generell. Aber ich habe wenigstens nicht viel Batterie verschwendet. Okay. Also Batterie, muss ich sagen, habe ich glücklicherweise in dem Gebiet kaum verschwendet. Weil halt auch einfach die Gegend so schlecht einsehbar ist. Na gut, na gut. So. Jetzt hier lang. Du könnte ich da? Ne, ich könnte nicht. Natürlich könnte ich doch nicht. Jetzt muss ich nochmal irgendwo einen Ort finden, wo ich speichern kann.
Der Bus speichert. Irgendeiner ist frustriert. Kreischt rum. Da spielt einer Basketball. Da schreibt er sich auch was dazu auf. Oh, der spielt mit dem Kopf, mit dem abgetrennten Kopf spielt der Basketball. Nett. Das ist das Spiel. Er spielt allein und verliert. Das ist das Spiel. Es gibt mathematische Beweise, dass wenn du 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 und so weiter für eine Unendlichkeit addierst, du eine Antwort bekommen wirst. Wenn du aber kurz vor der Unendlichkeit aufhörst, dann hast du eine unbeschreiblich große Zahl. Wenn du bis zur Unendlichkeit weitergehst, dann kommst du bei minus 1/12 heraus. Negativ 0,08333333 wiederholt. Ich verliere den Verstand. Ich erinnere mich an die Fahrt hierher. 400 Meilen in einen Mietlaster. Der Job, der gerade rechtzeitig erscheint, um unsere Rechnungen zu zahlen, unsere Schulden, die Versicherung. Die Jungs schliefen hinten. Nichts am AM-Radio. Gospel Country Western, paranoides Spätabendprogramm. Wir sangen Patsy Klein-Lieder und lachten über die Verschwörungstheorien, über Aliens und Geister. Die Kilometersteine rauschen im Scheinwerferlicht vorbei. Ich will hier nicht sterben. Kann ich nur vollziehen? Ich möchte auch nicht unbedingt als Ball für so einen eloquente Gentleman hier dienen müssen. Und ich die Sache, dass hier speichert, ihr liebe Leute, mache ich an der Stelle einen Cut. Und wir sehen uns morgen wieder. Ja, bei Let's Play Outlast Whistleblower auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen. Iron Yankee.